Absolut disgusting. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zurück. Kannst du die Stimme machen? Okay. Ja, jetzt. Sehr verehrte, Oh, da ist die Hose. verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier zurück zu den Highlights von Adi Totoros Kanal. Wir schauen uns, oh, was für eine Chance hier von Adi Vogt. Und jetzt startet gleich das Video. Oh, was für ein Tor! Da muss ich dezent los, Digga. Für die, die jetzt nicht checkt haben, was das war, der Marc ist nebenberuflich auch noch im Synchronsprecher im SRF. Er tut dort Fußballmatch. Thun gegen Sion, so ein bisschen die weniger gut. Tut das damals nachsynchronisieren. Und das ist unglaublich! Nein, jetzt mal weg von dem lustigen Vibe, weil die haben es gelesen im Titel. Es läuft nicht immer alles im Leben so, wie man sich das erwartet. Da hat das Video da und jetzt fragen sich alle, hä Digga, was willst du jetzt hier für eine Story erzählen? Ich weiss nicht, die im Livestream gesehen sind bei uns, wir haben mal einen Livestream gemacht vor ein paar Tagen auf Insta, Adi Totoro an der Stelle. Wir haben einen Livestream dort gemacht, dort haben wir eigentlich schon davon erzählt. Aber nur ganz kurz, also wir haben jetzt glaube ich wirklich nur kurz ein paar Minuten ist es. Es geht darum, wieso der Marc eigentlich quasi nicht so viele Videos gemacht hat in der letzten Zeit. Aber nicht so viele Videos gemacht hat in gewissen Phasen von seiner YouTube-Karriere. Also es ist wirklich deep shit, Digga, wir müssen dranbleiben. Die einzige Frage, die ich mir stelle, wieso mache ich das Video eigentlich nicht für meinen Kanal? Das ist ohne Scheiß wirklich. Weil du dort keine Videos machst. Also fangen. Sicher von? Ja. Okay. Ja. Okay. Viele wissen nicht und der Marc hat das auch verschwiegen von YouTube und so ein bisschen von online und Ja, so. also verschwiegen ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich habe es nicht verschwiegen, so, aber ich habe es einfach nie erwähnt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es hat nicht so seinen Platz auf YouTube irgendwie. Und es ist auch, also nicht ein nicht lustiges Thema, aber es ist ein Thema, wo vielleicht das nicht so gut ankommt, wenn du das miteinander verbindest. Ja. Das Ganze. Es geht darum, ich sage es auch hier, der Marc ist schon seit, glaube ich, jetzt 2,5 Jahren Ja, warte, jetzt, was ist heute? Februar, im März ist es 2,5 Jahre, ja. Seit 2,5 Jahren macht er die Astronautenausbildung in der Schweiz. Und Digga, es gibt nicht viele Leute, ich glaube in deinem Jahrgang sind es 4 Leute. Ja, 4 Leute. 4 Leute in seinem Jahrgang, die die Ausbildung machen. Es gibt ja keinen Schweizer Astronaut momentan, also wo in Space rauffliegt, real momentan. Aber es gibt Ausbildungen in Aeroswiss, das ist so der Dachverband von der Luftfahrt von der Schweiz. Und der Marc ist eben dort in der Ausbildung seit 2,5 Jahren. Genau, also so, jetzt bin ich nicht mehr in Ausbildung, aber was soll ich da am besten anfangen? Die fragen mich jetzt so, hä, was? Nein, eben der Grund. Aber, also, was hat es mit YouTube genau zu tun? Also, direkt hat es eigentlich keinen Zusammenhang, aber weil halt, ja. Vielleicht die schon ihn auf dem deutschen Kanal kennt haben, am Schluss vor allem, Ja. ich glaube so das letzte halbe Jahr, ich weiß nicht genau wie lange es war, dass auch sein Kanal am Schluss, der deutsche Kanal, hat recht unregelmäßig Videos gemacht. Ja, hure selten. Und jetzt auch auf dem Schweizer Kanal jetzt auch wieder Phasen gegeben, irgendwie so 3 Monate wieder mal zwischendurch, dann wieder 2 Monate auch keine Videos gekommen sind. Und der Grund dafür ist anscheinend, also so viel ich weiss, die Ausbildung gewesen. Ja. Ich habe euch ja auch, also ich weiß nicht, die mich haben abonniert, das habe ich schon mal in einem Video gesagt, habe ich ja so Phasen gehabt, wo ich halt so demotiviert war und so. Da habe ich nicht gelogen, also ich habe immer so die Wahrheit gesagt, aber ich habe halt einfach viel ausgelassen. Hat irgendjemand von euch gedacht, dass der Dude eine fucking Astronautenausbildung macht? Ich wette, mit dem rechnet auch niemand. Ja, vor allem noch mit dem Namen Galaxy, weil es ist noch ein Joke. Aber das Lustige ist, die 2 Sachen haben immer einen Zusammenhang. Ja. Also, Ja. ich heiße nicht Galaxy, weil ich Astronautenausbildung mache oder gemacht habe. Und ich mache nicht eine Astronautenausbildung, weil Galaxy heisst. Egal. Jedenfalls, was euch vielleicht noch interessieren bei dieser Ausbildung, trainierst du halt nicht nur so körperliches Zeug, also für das du körperlich fit bist, sondern eben auch mental solltest du recht fit sein und da tust du ja verschiedene Sachen trainieren. Zum Beispiel, weil ich am Anfang sehr überrascht war, sie geben dir auch so eine Schauspielausbildung. Also, nein, du lachst jetzt, aber sie tun einfach so trainieren, dass du gut kannst schauspielern, dass man dann eben Leute wie euch einfach so easy verarschen kann. Digga, jetzt mal ohne Scheiß. Ihr müsst es schon in den Kommentaren schreiben. Wer von euch hat von Anfang an
gemeint, es ist real. Schreibt das mal. Und ich meine jetzt gemeint, dass der Marc wirklich eine Ausbildung zum Astronaut macht. In der Schweiz, Digga. Ja. Ich weiss nicht mal, allem- ob man in der Schweiz eine Ausbildung zum Astronaut machen kann. Gar nicht. Und vor allem körperlich fit, Digga. Ja moin! Der Scheins hat eine Übungen gemacht, während ich am Editen bin. Digga. Nein! ASMR for the boys. Nein, aber schreibt in den Kommentaren, wenn ihr es abgekauft habt, schreibt aber einen Kommentar, wenn ihr gemerkt habt, dass wir von Anfang auch Shenanigans sind und einfach komplett reingeschissen haben. Ja. Auf jeden Fall, der Titel von dem Video hat trotzdem etwas Reals. Ja. Und zwar, wieso wir hier vor der Cam sitzen, das ist jetzt wirklich nicht gespielt. Die Wohnung, der Raum, wo wir jetzt sogar drinnen sitzen, viele von euch haben ja mitbekommen, dass wir zusammengezogen sind, ins wunderschöne Basel-Land, wo ich auch herkomme. Nur irgendwie, wo wir dann relativ schnell zusammengezogen sind. Wie lange ist das gewesen? Eine Woche oder so? Alter, nicht mal eine Woche. Vor einer Woche habe ich gemerkt, dass es irgendwie nicht das Richtige für mich ist, also das Ausziehen. Die müssen wissen, der Marc will glaube schon seit längerer Zeit ausziehen. Ja. Hat es schon seit längerer Zeit vorgehabt. Wir haben mal darüber geredet und dann sind wir in einen üblen Hype reingekommen. Mit Wohnungssuche und allem, bla. Obwohl ich selber eigentlich gar nicht ausziehen wollte. Also ich hatte das nie im Kopf gehabt, bis wir eben mal darüber geredet haben. Ja. Und dann hat das alles mit dieser Wohnung gepasst, bla. Das müssen ja auch nicht alles wissen, dass ich so... Ja, das ist dann halt das Zeug, wo ins Detail geht, aber wie schon gesagt, es hat einfach mit der Wohnung halt wirklich perfekt gepasst. Wir müssen wenig zahlen, für hier zu wohnen und es ist alles einfach recht simpel gegangen und darum ist dann eigentlich eine Ruckzuck-Entscheidung Ja, gewesen. voll. So, und, Ruckzuck-Entscheidung. eine Ruckzuck-Entscheidung und Radi hat halt dann recht schnell gemerkt, also, dass für ihn das eigentlich noch zu früh ist so, zum Ausziehen. So. Und jetzt sind wir am Punkt angekommen, wo sich Radi hat entschieden, dass er wieder zurück zu seinen Eltern zieht und ich alleine wohne. Jetzt ist aber das Ding, ich bleibe nicht alleine hier in dieser Wohnung, weil es ist eine 3-Zimmer-Wohnung und alleine brauche ich nicht 3 Zimmer. Und wie schon gesagt, also ihr gehört es mir ja auch an, ich bin kein Basler, oder? Ich bin kein Basler, ich komme nicht aus Basel. Nein, kurz gesagt, er zieht auf Thun-Zug, ich ziehe zu meinen Eltern zurück. Wir wollten es auch hier sagen, weil es doch auf Insta immer wieder ein paar Leute gibt, hey, wie ist in der Wohnung? Ja. Und auch damit so ein bisschen die Rumors aus dem Raum. Rumors beiseite geräumt sind. Die Rumors aus dem Room geschafft Ja. werden. Und für die, die denken, dass wir irgendwie Streit haben oder so, das stimmt auch überhaupt nicht. Das Absolut ist, nicht. Gar nicht. Das ist auch wirklich für mich jetzt nicht passt. Und das Geile ist ja auch, dass man irgendwie sich so trennen kann. Also, weil eben bei Wohnungssachen und Zeug und Sachen gibt es immer wieder Situationen, die nicht so nice sind, aber es funktioniert alles relativ gut. Wir gehen auch auf Miami zusammen im Mai, das wird dann nochmal absolut Boah, lit. das wird so Und dann fucking vielleicht geil. noch im Sommer nochmal etwas, aber das ist noch ein bisschen offen, das ist nicht die Planung. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir euch nur darüber informieren mit dem Video, dass wir wieder aus dieser Wohnung rausgehen. Ja, auch damit dass wir eigentlich ab März wohnen wir nicht mehr zusammen. So. genau, damit es auch klar ist. Damit ihr das nice Zimmer nicht mehr sehen im Video und das übel nice Setup dort hinten. Alter, das sieht so nice aus. Wahrscheinlich schaut die Hälfte der Leute gar nicht zu, weil wir so lange geschnurrt haben am Anfang. Ja, mir hat das am Anfang so ein bisschen in eine blöde Situation geworfen, weil eben, ich habe mich auch schon ein bisschen länger darauf vorbereitet, so auszuziehen. Dann habe ich nicht so ganz gewusst, ja scheiße, was mache ich jetzt? So, noch nicht mal eine Woche drin und dran und schon wieder weg. So. Alter, und es ist ein absoluter Unehren-Move eigentlich. Ja, aber schau, weißt du, im Endeffekt kannst du nichts dafür, so wie, was du empfindest und so. Wenn du dich halt nicht wohlfühlst damit, dann bringt es auch nichts, wenn du dann einfach hier bleibst. Und eben, jetzt ziehe ich zurück auf Thun, vorübergehend zu meinen Eltern, aber bin im Moment Wohnung am Suchen. Und sobald ich eine Wohnung habe gefunden habe, werde ich dort alleine einziehen. Und alles dazu, alle Hintergrundinformationen bekommen ihr auf dem Instagram von mir. Auch die Total hat Marc Gehrig gesehen. Dann könnt ihr vorbeischauen. Da seht ihr safe auch seine neue Wohnung und safe auch mein neues Zimmer, das ich daheim ein bisschen Was machst du im Zimmer? umgestaltet. Ja, voll. Dann habt ihr gesehen alles. Nein, es ist alles easy. Wir wollten nur darüber informieren. Der Marc macht keine Ausbildung zum Astronaut. Das könnte ich mir im besten Willen nicht vorstellen. Das geht einfach nicht. Aber mein 1 Million Abo-Special wird aus dem Weltall getragen. Mit dem Sinn, lasst ein Like da, wenn ihr unsere schauspielerische Leistung absolut nice gefunden habt. Vergesst nicht, die Glocke aktivieren. Wie geht das schon wieder? Also, das letzte Mal, als ich gesehen habe, was jemand gemacht hat, war es etwa so gewesen. Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Peace Und Blümli!